Guten Morgen und willkommen zu einer weiteren Spezialsendung zu den US-Wahlen. Der nächste Präsident der Vereinigten Staaten heißt Donald Trump. Es fehlt nur noch die offizielle Bestätigung. Der republikanische Kandidat hat sich überraschend deutlich gegen die Demokratin Kamala Harris durchgesetzt. Wohl nur die wenigsten hatten erwartet, dass das Rennen dermaßen schnell entschieden wäre, auch wenn das Resultat noch nicht definitiv ist. Trump selber hat sich bereits siegreich vor seiner Anhängerschaft geäußert. Offen gesagt, dies ist die größte politische Bewegung aller Zeiten. Das gab es noch nie in unserem Land. Und nun wird sie noch wichtiger werden, weil wir unserem Land helfen wollen, gesund zu werden. Wir haben ein Land, das unbedingt Hilfe braucht. Wir werden unsere Grenzen reparieren, wir werden alles reparieren. Wir haben genau aus diesem Grund Geschichte geschrieben. Ja, Geschichte wurde tatsächlich geschrieben. Donald Trump ist erst der zweite Präsident der amerikanischen Geschichte, der nach einem 4-jährigen Unterbruch erneut ins Weiße Haus einzieht. Wie es dazu gekommen ist, das weiß Thomas von Grüningen an der Resultatewand. Ja, also es gibt wirklich keinen Zweifel, dass Trump die Wahl gewinnt. Bisher gibt es nur Fox News als einzigen TV-Sender, der das auch offiziell bestätigt hat. Die anderen großen Medien, die warten noch ein bisschen ab, warten noch auf die letzten Zahlen. Aber ich sehe wirklich keinen Weg, wie Harris das noch schaffen sollte. Es ist sicher, Trump wird die Grenze von 270 Elektorenstimmen überschreiten. Das ist ja nötig, um diese Wahl zu gewinnen. 270 Elektorenstimmen, das wird er ganz sicher schaffen. Es könnte sogar sein, oder zeichnet sich sogar ab, dass er landesweit am meisten Stimmen gewinnen wird. Das ist relativ selten für Republikaner. Das letzte Mal, dass das einem Republikaner gelungen ist, ist George W. Bush 2004, immer noch so unter dem Eindruck von 9/11. Also das ist sehr selten, dass die Republikaner die Mehrheit auch landesweit schaffen. Spielt zwar keine Rolle für den Sieg, aber ist symbolisch natürlich trotzdem wichtig. Warum können wir es noch nicht ganz definitiv bestätigen? Wir warten noch so auf 2, 3 wichtige Swing States. Wisconsin zum Beispiel ist noch am Auszählen. Da führt aber Donald Trump eben auch und er führt ziemlich deutlich. Also ich sehe da kaum einen Weg für Harris, ihn noch einzuholen. Das gleiche Bild in Michigan, sogar noch etwas deutlicher da, der Vorsprung für Donald Trump. Also man kann davon ausgehen, dass Trump alle diese Rust Belt-Staaten hier im Nordosten gewinnen wird und eben ziemlich deutlich die Grenze von 270 Elektorenstimmen überschreiten wird. Man kann es einfach noch nicht ganz definitiv sagen. So, jetzt noch ein Blick auf den Kongress. Der ist ja auch sehr wichtig und auch dort läuft es sehr gut für die Republikaner. Sie hatten im Senat, in der Kleinkammer, bisher eine Minderheit, ganz knapp um einen Sitz. Sie werden künftig im neuen Kongress sicher die Mehrheit haben. Noch nicht ganz klar, wie stark die Mehrheit sein wird, aber sie werden in der Mehrheit sein im Senat. Und schließlich noch das Repräsentantenhaus, die große Kammer. Da ist es noch nicht ganz sicher, noch nicht ganz definitiv, aber der Trend zeigt auch da, dass die Republikaner erfolgreich sind. Sie hatten schon eine knappe Mehrheit. Im Moment zeichnet sich eher ab, dass sie diese knappe Mehrheit sogar noch etwas ausbauen können. Noch nicht ganz definitiv, aber es ist wirklich möglich, dass die Republikaner das Weiße Haus, den Senat und das Repräsentantenhaus dominieren werden in Zukunft. Also eine große Niederlage für Kamala Harris und die Demokraten. Zurück zu euch, Urs. Vielen Dank, Tom. Die Tendenz also ganz rot. Die Republikaner obsiegen auch im Senat und vielleicht auch im Repräsentantenhaus. Frage an Vivian Manz in Philadelphia. Was hieße das denn für die kommende zweite Präsidentschaft Trumps? Der Senat ist einerseits wichtig, um die Ernennung von Richtern für das oberste Gericht zu bestätigen. Das hilft Trump, wenn er da eine Mehrheit hat. Und wenn er gar in beiden Kammern eine republikanische Mehrheit hat, dann ist es natürlich für ihn möglich, Gesetzgebungen durchzubringen in eigener Kraft. Das war jetzt ja zuletzt für Joe Biden zum Beispiel nicht mehr möglich. Er hatte keine Mehrheit mehr im Repräsentantenhaus. Und
wenn also Donald Trump die Präsidentschaft hat, plus 2 Kammern, dann heißt das, dass die Republikaner relativ viele Möglichkeiten haben, ihre Agenda durchzubringen. Ein regelrechter Triumph ist das für Donald Trump. Sein Sieg ist auch überraschend deutlich, gerade in den Swing States. Lässt sich schon erklären, warum? Es gibt so erste Nachwahlbefragungen von CNN, die sind noch nicht definitiv, aber geben so etwas Hinweise für Erklärungsansätze, die ich auch selbst immer wieder höre von Leuten in den USA. Das eine ist eben halt die Wirtschaft, die Teuerung, die den Leuten zusetzt. Das hat viele Leute dazu gebracht, für Donald Trump zu stimmen, weil sie sich von ihm tiefere Kosten und eine florierende Wirtschaft versprechen. Dann sagen diese Nachwahlbefragungen, dass eben Frauen nicht so sehr an den Urnen aufgetaucht sind, wie sich das die Demokraten erhofft haben. Ja, es gibt diesen Gender Gap, also einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen haben mehr für Harris gewählt, aber eben nicht viel mehr als sonst auch. Also zum Beispiel haben für Joe Biden, bei Joe Biden war der Gender Gap größer, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und auch die Jungen sind nicht in Massen an der Urne aufgetaucht, wie sich das vielleicht die Demokraten erhofft haben. Und umgekehrt hat Kamala Harris insbesondere bei Latino-Männern Anteile verloren. Also es zeigt sich auch im ganzen Land, in verschiedenen Regionen, dass Kamala Harris im Vergleich zu Joe Biden vor 4 Jahren eben Anteile in der Wählerschaft verloren hat, auch in Städten. Und das muss den Demokraten doch zu denken geben. Mit Donald Trump gewinnt eine polarisierende Figur. Wie wird das die USA verändern in den kommenden 4 Jahren? Das ist eine ganz große Frage. Viele Trump-Wähler, die haben mir gesagt, ich mag seine Person nicht, aber ich will seine Politik und ich habe keine Sorge, dass er dem Rechtsstaat, der Demokratie irgendwelchen Schaden zufügen könnte. Und umgekehrt haben viele demokratische Wählerinnen und Wähler wirklich Panik vor einer Präsidentschaft Trump. Ich habe Nachbarn, die Auswanderungspläne geschmiedet haben, wenn Trump Präsident werden sollte, aus Angst vor Rassismus etwa, was er mit dem Land macht. Und also das wird sich jetzt zeigen, ob er dieses Mandat, das er bekommt vom amerikanischen Volk, wie er das nutzt, ob er die Regeln der Demokratie respektieren wird oder ob er, wie er das zum Teil angekündigt hat, an seinen politischen Gegnern Rache nehmen will. Das ist die große Frage für die nächsten 4 Jahre. Vielen Dank für diese Einschätzungen live aus Philadelphia, Vivian Manz. Ja, und wir wollen die Situation und die Wahl Trumps auch international einschätzen. Wir tun das mit unserem internationalen Korrespondenten Sebastian Ramspeck. Guten Morgen auch Ihnen. Es gibt eine zweite Präsidentschaft Trump 2.0. Was erwarten Sie davon? Er startet natürlich schon auch außenpolitisch anders in diese zweite Amtszeit. Es wurde jetzt Vorarbeit geleistet. Bei der ersten Amtszeit war er ja wahrscheinlich selber überrascht davon, dass er gewählt wurde. Jetzt gibt es viel Vorarbeit, Papiere, Strategien, die erarbeitet wurden. Das wird nichts daran ändern, dass er unberechenbar sprunghaft bleibt, auch mit dieser Sprunghaftigkeit Politik machen möchte. Er will natürlich als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen, auch um zu Hause eben Wähler dann zu mobilisieren für seine Partei in Zukunft. Das wird aber nicht einfach sein, da einfach schnelle Deals zu machen in Nahost, in der Ukraine, wie er es angekündigt hat. Und da wird er auch schnell in Widersprüche und Dilemmas reinkommen. Wenn ich mich zurückerinnere an die erste Präsidentschaft 2016, 2020, da war vor allem auch die Beziehung zu China immer wieder ein Thema. Wie wird das weitergehen? Was denken Sie? Das ist ja interessanterweise das einzige Thema eigentlich, wo es Konsens gibt in der amerikanischen Politik, dass China die ganz große Herausforderung ist für die USA, militärisch, wirtschaftlich, technologisch, was die Währung betrifft und so weiter. Und da gibt es auch nicht große Differenzen eben zwischen ihm und Harris. Er wird diese Konfrontation mit China weitertreiben. Er wird wahrscheinlich diese Zölle von 60% auf Importe aus China erheben. Also er wird da eine Konfrontationspolitik fahren. Aber bei ihm ist nie ganz ausgeschlossen, dass er plötzlich dann vielleicht doch versucht, einen großen Deal mit China zu machen. Hat das ja auch schon mal versucht in der ersten Amtszeit. Also da ist doch auch noch einige Spannung drin in diesem Verhältnis zu China. Diese Strafzölle zum Beispiel gegenüber China sind ja auch ein Symbol eines gewissen Protektionismus der amerikanischen Wirtschaft. Wie sehen Sie das politisch? Werden sich die USA auch politisch international weiter abschotten?
Es ist ja interessant, er wird immer als Isolationist bezeichnet und man kann ihn natürlich so bezeichnen, aber er selber oder beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch geäußert haben zu ihm in den letzten Tagen und Wochen und Monaten, die sehen ihn eigentlich nicht als Isolationisten, sondern sie sehen ihn als einen, der einfach selber gewissermaßen das Tempo und die Pläne vorgeben will, der eben selber seine Deals machen will und nicht Rücksicht nehmen will auf irgendwelche Verbündete, die ihn dann reinreden wollen. Also er wird versuchen, auch ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Das hat ein paar Mal funktioniert, das hat sehr oft nicht funktioniert. Auf jeden Fall müssen sich alle Regierungen auf viel gefasst machen. Auch die, die befreundet sind oder denken, sie seien befreundet mit Donald Trump, müssen sich auch auf Überraschungen gefasst machen jetzt. Vielen Dank für diese Einschätzung und den Besuch im Studio. Sebastian, danke schön. Ja, der 45. US-Präsident dürfte aller Voraussicht nach also auch der 47. werden. Entsprechend groß war die Freude bei den Republikanerinnen und Republikanern über den Sieg ihrer Partei. Gejubelt wird vorab im Hauptquartier in Florida. Donald Trump will become the 47th. Trump elected. Trump ist gewählt, sagte Fox News zuerst. Es sind die magischen 2 Worte, auf die man hier im Hauptquartier des Trump-Lagers sehnlichst gewartet hat, in West Palm Beach im Bundesstaat Florida. Groß die Freude auch bei Trump-Fans, die sich vor der Residenz des gewählten Präsidenten in Mar-a-Lago einfinden. Ich bin ganz aufgeregt. Wir brauchen Trump. Wir brauchen ihn an unserer Seite. Er ist auf unserer Seite. Ich bin sehr glücklich. Kein Zweifel. Schön zu sehen, dass Countys wie Miami-Dade gewechselt haben. Das waren noch die letzten Blauen. Herrlich. Ausgelassen die Stimmung. Man ist hier bereit für die nächsten 4 Trump-Jahre. Groß die Freude auch in Pennsylvania, dem wichtigsten Swing State, der dem Ex-Präsidenten ebenfalls die nötigen Stimmen geliefert hat. Glück und Tränen der Freude bei den Republikanern, bei den Demokraten. Da sah es ganz anders aus heute. Das haben sie sich hier anders vorgestellt. Enttäuschung bei den Anhängern von Kamala Harris. Sie warten an der Howard-Universität in Washington auf ihre Präsidentschaftskandidatin. Harris hat hier studiert und 1986 ihren Abschluss erworben. Doch die Demokratin will vorerst nicht auftreten, wie ihr Kampagnenleiter am späten Abend erklärt. Einige Stimmen müssen noch ausgezählt werden. Es gibt immer noch Staaten, die noch nicht entschieden sind. Wir werden heute Nacht weiterhin dafür kämpfen, dass jede Stimme zählt. Deshalb wird die Vizepräsidentin erst morgen zu euch sprechen. Doch viele Anhänger hier befürchten bereits, dass es für Kamala Harris als künftige US-Präsidentin nicht mehr reichen könnte. Ich bin schon etwas enttäuscht darüber, dass es überhaupt so knapp werden konnte. Ich glaube nicht, dass Vizepräsidentin Harris gewinnen wird. Aber ich bin dankbar, sie als Vorbild zu haben und dass sie es so weit gebracht hat. Ihr Aufstieg ist unglaublich. Was eine Siegesfeier für die Demokraten werden sollte, löst sich an diesem Abend schnell wieder auf. Das war's von uns für den Moment. Wir informieren Sie aber natürlich laufend weiter online über unsere News-App und den Live-Ticker. Hier geht's nahtlos weiter mit einer neuen Diskussionsrunde zu den US-Wahlen der Kolleginnen und Kollegen vom Club, moderiert von Peter Dückerli. Das nächste News-Update sehen Sie dann um 12:45 Uhr bei der Kollegin Angelique Beltner in einer verlängerten Tagesschau am Mittag. Unsere Morgenschicht stempelt nun aus. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis bald und goodbye.